Der Rahmen, verehrte Gäste, der heutigen Feier ist ungewöhnlich. Wir schulden dafür unseren Dank zunächst Ihnen, sehr verehrter Herr Bundespräsident, für Ihre Bereitschaft, nicht nur die Medaillen den diesjährigen Preisträgern persönlich zu überreichen. Pierre Boulez übrigens, der leider heute verhindert ist, hat, wie die Einladung auch schon anzeigt, die Auszeichnung bereits vor einigen Tagen aus den Händen unseres Herrn Botschafters in Paris erhalten. Wir schulden Ihnen, verehrter Bundespräsident, Dank dafür, dass Sie heute hier das Wort ergreifen. Schon heute zählen jedenfalls für uns Ihre Ansprachen zum kulturellen Erbe bundesrepublikanischer Geschichte. Und nicht zuletzt beweist dies, wie wir sehr deutlich wahrnehmen, das Echo auf Ihre Rede vom 8. Mai. Herr Präsident, Herr Staatsminister, verehrte Preisträger, meine Damen und Herren! Mit der Verleihung der Goethe-Medaille ehren wir Goethe, wir danken den Preisträgern und wir beschenken uns selbst. Frau Pavica Mrasovic hat die Germanistik in Jugoslawien entscheidend bereichert. Damit hat sie die geistigen Bande zwischen unseren beiden Völkern in prägender Weise gefestigt. Gordon Craig hat als Historiker seinen amerikanischen Landsleuten ein abgewogenes, tief durchdachtes Deutschlandbild vermittelt, und er hat uns selbst wichtige Züge unserer eigenen Geschichte nahegebracht. Theodor Tsiolkovsky, Präsident der Modern Language Association of America, hat das Verständnis für deutsche Literatur maßgeblich vertieft und ihre Autoren gefördert. Pierre Boulez, der heute nicht unter uns ist, hat bezeugt, dass Musik eine universelle Sprache ist. Durch seine Kompositionen wie seine künstlerische Vielfalt hat er den Kulturaustausch gerade zwischen Frankreich und Deutschland inspiriert, zu unser aller Gewinn. Die Goethe-Medaille, mit der wir unsere Preisträger auszeichnen, ist ein Ehrenzeichen der Bundesrepublik Deutschland. Der Kopf Goethes erscheint auf dieser Medaille vor allem deshalb, weil er der Namenspatron des Goethe-Instituts zur Pflege der deutschen Sprache im Ausland und zur Förderung der internationalen kulturellen Zusammenarbeit e.V. ist. Das ist ein ziemlich langer und etwas barocker, jedoch gründlich durchdachter und deshalb wohl auch typisch deutscher Name für unser Kulturinstitut. Weltweit ist das Goethe-Institut Ausdruck einer deutschen auswärtigen Kulturpolitik, über deren Charakter es keinen Streit geben sollte. Verantwortungsbewusste Freiheit und Aufrichtigkeit. Die heutigen Preisträger kommen aus Amerika, Frankreich und Jugoslawien. Mit allen drei Ländern hat sich Goethe intensiv beschäftigt. Die Protagonisten der Wanderjahre ziehen nach Amerika, das es nach einem bekannten Goethe-Wort besser hat als Europa, da es sich nicht mit der Last verfallener Schlösser herumzuschleppen brauchte. Von Frankreich hat er freimütig bekannt,
dass er ihm einen wesentlichen Teil seiner eigenen Bildung verdanke. Mit der Übersetzung wichtiger Werke Voltaires und Diderots hat er sich revanchiert. Nicht zuletzt hat er sich mit seiner ganzen Autorität für die europäische Geltung jugoslawischer Dichtung eingesetzt und mit dem Klagegesang von den edlen Frauen des Hasan Aga ein Beispiel großer Übersetzungskunst gegeben. So ist auf der ihnen verliehenen Medaille auch ein großer Freund ihrer Länder abgebildet. Goethe wusste mit dem ihm eigenen, unbefangenen und freien Blick, im sicheren Bewusstsein des Wertes der eigenen Kultur, die Eigentümlichkeit und Würde anderer Kulturen zu erkennen und sich ihrer zu erfreuen. Diese Weite des Denkens ging im Lauf des 19. Jahrhunderts, der Epoche eines sich ständig steigernden Nationalismus, immer mehr verloren, bis sich die Völker Europas in zwei mörderischen Bruderkriegen zerfleischten. Heute wissen wir, dass dies ein fürchterlicher Irrweg war. Nichts trennt die Völker mehr als kultureller Hochmut, als kulturelle Arroganz. Nichts verbindet sie mehr als Kenntnis und Respekt für die anderen. Es relativiert nicht die Bindung an die eigene Kultur, ganz im Gegenteil. Es bestärkt die Zuneigung zur eigenen Wurzel und befestigt sie. In unserem Lande leben und arbeiten viele Ausländer. Italiener, Spanier, Portugiesen, Jugoslawen, Türken. Nun gibt es auf der ganzen Welt immer dort Probleme, wo Minderheiten leben, und so auch bei uns. Oft stößt man dabei auf den Befund, dass die Minderheiten bei der Mehrheit ein merkwürdig geringes kulturelles Ansehen genießen. Das ist doch umso erstaunlicher, als Millionen Deutscher jährlich auf Urlaub fahren nach Italien, Spanien, Portugal, Jugoslawien und die Türkei. Sie haben und nutzen dort vielfältigste Gelegenheit, sich vom hohen Rang der einheimischen Kulturen zu überzeugen. Je stärker diese Erfahrungen auch auf unseren Schulen zur Sprache kommen, desto besser. Zumal dort, wo zum Beispiel jugoslawische oder türkische oder italienische Kinder in einer deutschen Schulklasse sind, lohnt es sich immer, den deutschen Kindern die Kultur ihrer ausländischen Mitschüler zu zeigen und zu erklären. Politik ist immer auch Kulturpolitik, denn Politik beeinflusst die Bedingungen des Lebens und das Handeln des Menschen. Wir haben ja nicht vergessen, wie Goethe es beschrieben hat: Alles, was der Mensch treibt, kultiviert ihn. Umgekehrt wirkt jede Änderung der kulturellen Befindlichkeit früher oder später auf die Politik ein. Immer wieder entpuppt sich das politische Bewusstsein bei näherem Hinsehen als das kulturelle Bewusstsein, aber in einer konkreten politischen Entscheidungssituation. Es wäre ebenso vergeblich wie halbherzig, wollte man von der Kultur aus einen Schutzzaun gegen die Politik ziehen. Eine Kultur, die versuchen wollte, in einem politikfreien Raum zu leben. Sie würde nicht nur das falsche Kampffeld wählen und auf ihm unterliegen, sondern sie würde vor allem ihr eigenes Wesen, ihren bestimmenden, substanziellen Rang und Beitrag verleugnen und verfehlen. Sie wäre kleingläubig. Auswärtige Kulturpolitik ist ein ständig sich weiterentwickelnder Prozess. Die Verantwortung des Staates ist es, ihn möglich zu machen, ihn zu fördern, nicht ihn zu verordnen. Eine Spannung zwischen Politik und Kultur, oder wie wir früher immer gesagt haben, zwischen Macht und Geist, wird es dabei immer wieder geben. Ihre Begegnung wird fruchtbar sein, wenn jede Seite die Aufgabe und die Würde der anderen sieht und achtet. Der Politiker hat sein eigenes, ganz persönliches Wissen und Gewissen. Zugleich aber handelt er im Namen vieler,
die ihm sein Mandat gegeben haben. Seine Entscheidungen kann er nicht alleine treffen und ihre Folgen betreffen nicht ihn allein. Der Autor, der Künstler, der Wissenschaftler, sie unterliegen keinem Auftrag. Seine Rechenschaft schuldet er sich selbst. Er kann kompromisslos sein. In der Politik kann Kompromisslosigkeit an Gewalt grenzen. Nie wird ein Staat die Vollkommenheit einer großen Dichtung erreichen. Aber der Staat kann und muss sich täglich mühen um die Freiheit und Unverletzlichkeit einer jeden Person, um ein menschenmögliches Maß an Gerechtigkeit und um Frieden. Aufgabe des freien Geistes ist es, ihn dazu anzuhalten. Gerade und genau damit sind und bleiben beide Seiten der Kultur verpflichtet. Je deutlicher und klarer die kulturelle Sensibilität der Politik ist, desto besser, desto überzeugender ist sie, die Politik. Und andererseits ist jedes Handeln, das die Völker einander näher bringt, jede kulturelle Anstrengung, auch Politik, gute Politik, wie ich meine. Die Preisträger des heutigen Tages haben Musik, Geschichte, Sprache und Literatur unseres Landes den Menschen ihrer Länder nahegebracht. Sie haben dadurch Türen geöffnet, durch die auch wir zu ihnen gehen können. Die Goethe-Medaille ist ein Zeichen des Dankes dafür. Goethe sah den eigentlichen Wert des Lebens darin, dass es Gelegenheit zum Dank gibt. Nur weil es dem Dank sich eignet, ist das Leben schätzenswert. Auch deshalb ist es sinnvoll, dass sein Kopf auf die Medaillen geprägt ist, die wir den Preisträgern heute überreichen. Ich beteilige mich darin nachher mit hohem Respekt und aus vollem Herzen. Und ich tue es auch, wenn ich darf, im Namen aller Mitarbeiter des Goethe-Instituts, denen ich verbunden bin und bleibe. Drugarce Mrazović, ova medalja Goethe instituta ovdje koju ste upravo danas primili iz ruku predsjednika Savezne Republike Njemačke za vas predstavlja jedno posebno priznanje. Pitanje, da li je ta medalja samo priznanje vama osobno? Ne, tako je, nisam ni shvatila od prvog trenutka. To je priznanje jugoslovenskoj germanistici, prije svega germanistici kao jeziku. U Jugoslaviji je postojala tradicija germanistička, ali je u prvom planu godinama bila literatura, što nije loše, ja ništa nemam protiv literature. Tek početkom rada na kontrastivnoj gramatici nemačkog i srpsko-hrvatskog jezika izbio je na neki način i studij jezika, odnosno proučavanje jezika kao takvog u prvi plan. I čini mi se da to nije samo moja zasluga. Ja jesam okupila tim koji je radio i trudila se da što više mladih ljudi osposobimo da se bave naukom o jeziku, ali svi su učestvovali u tome i svima podjednako pripada ovo priznanje. Gospodin Weizsäcker je govorio vrlo lijepo o Jugoslaviji, o suradnji, a ja bih vas upitao, on je spomenuo još jedan detalj koji vjerovatno utječe na kulturnu suradnju između naroda. To su naši radnici ovdje. Koliko su oni utjecali, koliko oni utječu na, recimo, na bolje razumijevanje ljudi? Ja pretpostavljam da je njihov doprinos veoma veliki. Sem toga,
ja se već više godina bavim proučavanjem jezika naše dece koja ovde, takozvana treća generacija, idu u školu i mislim da tu ima još puno posla koje možemo uraditi i zbog toga čini mi se da je i to jedna od spona koje vezuje našu zemlju danas za Saveznu Republiku Nemačku. Rekli ste upravo da ima još to puno posla šta možemo uraditi oko djece. Šta konkretno? Važno je trenutno konstatovati do koje mere ta deca vladaju svojim maternjim jezikom. To smo u više navrata već takva ispitivanja vršena, pa je došlo se, ja sam imala jednog doktoranta Iliju Stojanovića koji je konstatovao, a profesor Štölting još prije toga, da su ta deca dvojezična, ali u većini slučajeva polujezična. Znači da i jedan i drugi jezik ne govore, oni govore u dovoljnoj meri, ali nisu ga savladala u toj meri da bi mogla da nastave školovanje na bilo kom jeziku ili maternjem ili nemačkom. Treća generacija koju ja sada proučavam, isto sa profesorom Štöltingom, nešto se razlikuje od te druge generacije utoliko što oni bolje vladaju nemačkim jezikom. To su deca koje su rođena ovde, ali se trude i rezultata ima u dopunskoj nastavi da svoj maternji jezik nauče, pa delimično ako hoćete od zabavišta i kao strani. Oni to uče kao strani i mi sad pišemo gramatiku srpsko-hrvatskog jezika. Upravo sam nedavno u Beogradu potpisala sporazum sa Institutom za strane jezike koja će biti namenjena strancima, a to ne znači samo našoj deci nikako, nego i studentima strancima koji uče naš jezik kao strani jezik. Profesor Mrazović, da vam još jednom čestitamo na ovom priznanju koje vam dodijelilo Goethe institut. Kako vi ocjenjujete to priznanje? Koliko je on za vas osobno veliko? Moram da kažem da je to na neki način potvrda mojih dugogodišnjih tvrdnji u koje malo ljudi je verovalo da se svaki rad jednoga dana nagradi. Teško je, to možda nekad neko i ne dočeka, evo ja sam dočekala. Uvijek sam tvrdila da je rad najlepše što postoji u čoveku i što može da uradi, ali jednoga dana se to nagradi. Ne uvek dovoljno, a ovo je sad nagrada koju na neki način još nisam ni shvatila u potpunosti, verujte. Došla je neočekivano, ali na neki način ovo je toliko bilo impresivno danas da nisam još potpuno svesna svega što se dogodilo. Čestitam vam još jednom i hvala vam lijepa. Hvala lijepo.